Wir hatten ja die Gruppe über den europäischen sozialen Mindestlohn. Den nächsten Teil, die erste Runde, die wir hatten, war ein bisschen ein Tour zu machen von den Problemen, die da sind. Der Teil, was wir konstatiert haben, dass die Europäische Union ganz limitierte Kompetenzen hat im Bereich des Sozialen. Das ist eher überhaupt mal den europäischen sozialen Mindestlohn abfeiern müssen, für das gucken, dass die EU auch die Kompetenzen kriegt, für das sie da etwas machen. Dann haben wir auch darüber gesprochen, dass es eine Differenz gibt zwischen west- und osteuropäischen Ländern. Es gibt auch eine Differenz von Mentalitäten in den Ländern. Zum Beispiel gibt es Länder, die keinen sozialen Mindestlohn, 6 EU-Länder haben keinen sozialen Mindestlohn, skandinavische Länder, Österreich und so weiter. Das heißt, es kann den schlechten sozialen Mindestlohn auf Europa-Ebene imposieren, wenn 6 Länder, wer hat keinen Hund, a priori nicht motiviert werden, für dort zu gehen. Da haben wir konstatiert, dass die Gewerkschaften nicht stark genug sind auf der europäischen Ebene, für den nötigen Druck zu machen in Richtung mehr gemeinsame soziale Mindestlohn. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es am Anfang, wenn ihr von einem gemeinsamen europäischen sozialen Mindestlohn schwätzt, soziale Mindestlohn, dann ist ja am Anfang eine Art Moyen, aber das reflektiert ja nicht, was an den verschiedenen Sektoren genau auflebt. Die Sektoren, die gehen besser, andere gehen weniger gut, aber für dann homogen auf ganzer EU-Ebene in gemeinsamen sozialen Mindestlohn zu machen, das ist schwierig, auf wie von den verschiedenen Sektoren, auf wie von den Differenzen an den Sektoren. Dann hat man die Frage die Problematik vom Verbraucher. Am Anfang haben wir gesagt, dass Verbraucher die Kaffee ja oft produzieren auf Basis vom Preis. Das heißt, wenn etwas mehr billig ist, dann kaufen sie eher das, was mehr billig ist, wie das, was mehr teuer ist. Obwohl das, was mehr teuer ist, vielleicht zu besseren Konditionen hergestellt ist. Soziale Konditionen, Umweltkonditionen. Dass da am Anfang eine Sensibilisierung muss stattfinden beim Verbraucher, für das sie nicht unbedingt sich nicht nur um Preis richtet, sondern auch andere Kriterien mit abbindet. Da komme ich zu den Lösungen, ich habe ja schon verschiedene erwähnt. Für das hat man gesagt, dass man auf EU-Ebene, wenn ein Kriterien reformiert gehen, dass dann die soziale Wolle gestärkt gehen. Wir haben auch gesagt, dass man wollen, dass den Socle des droits sociaux verbindlich wird. Sensibilisierung vom Verbraucher, das habe ich ja schon angesprochen. Subunternehmen, die am Land aktiv sind, an den verschiedenen Ländern aktiv sind, die müssten immer zu den selben Konditionen schaffen und aktiv sind wie die Lokalunternehmen. Kontrollen, die müssten verstärkt gehen. Das kennen die schönsten Gesetze, die ihr wollt, aber wenn die Umsetzung von diesen Gesetzen nicht klappt, dann sind die Gesetze für nichts da. Das ist die Kontrolle stärken, aber auch gucken an den verschiedenen Ländern, eher überhaupt der BW geht von einem gemeinsamen sozialen Mindestlohn, dass die Arbeitskonditionen an den verschiedenen Ländern gut sind und dass dass kontrolliert wird, dass die Arbeitskonditionen noch korrekt sind. Das Semester Europäen haben wir auch geschaut, wo wir gesagt haben, dass die Sozialkriterien, die Sozialvolumen stark müssten abfließen. Das Europaparlament müsste gestärkt gehen, weil das Europaparlament am Allgemeinen mehr soziale Positionen hat wie die Kommission oder der Conseil Européen. Wir müssen am Anfang dafür gesucht gehen, wann zu einer Stärkung kommt von sozialen Kompetenzen auf EU-Ebene, dass das Parlament da auch viel zu sagen hat oder genug zu sagen hat. Den EBSCO und den ECOFIN-Conseil müssten auf derselben Ebene können diskutieren. Die müssten am Anfang gleichgestaltet gehen, für die verschiedenen Problematiken umzuschwätzen. An Patronat und Salariat müssten an einer Art europäischer Tripartit können besser, mehr einfach zusammen schaffen, für das nicht oft Länder geschwätzt wird, wenn es geht, für Armut zu bekämpfen. Und noch die Geschichte mit dem europäischen sozialen Mindestlohn müsste eine Art Plattform geschaffen gehen, wo ein sozialen Dialog auf europäischer Ebene stattfindet. Wo dann dadurch vielleicht Führer kommen, sich austauschen, was die verschiedenen Positionen sind, was die verschiedenen Ängste und Sorgen sind. Und voilà, das war der letzte Punkt für ein Sujet, den aber noch ganz fast ist, wo am Anfang aber nicht viel Konkretes kann sagen, wissen, dass die EU aber nicht viel Kompetenzen daran hat. Ich meine, da haben wir aber als Arbeitsgruppe gut geschafft.